Guten Morgen Schweiz! In diesem Video erläutere ich die Pflegeinitiative. Das Ziel dieser Initiative ist, unser Pflegesystem zu stützen und zu erhalten. Das wird neu in die Verfassung kommen. Die Situation ist die, dass es im Moment ca. 12'000 Pflegefachkräfte zu wenig hat in der Schweiz und in der Zukunft bis zu einem Drittel zu wenig ausgebildet werden. 40% von diesen Leuten, die als Pfleger und Pflegerin ausgebildet sind, verlassen den Job frühzeitig. Das, weil sie unter anderem chronisch gestresst sind oder zu wenig Geld bekommen. Es ist klar, dass mit dem medizinischen Fortschritt die Leute immer älter werden und das Bedürfnis nach Pflegenden immer grösser wird. Die Initiative will in der Verfassung verankern, dass Bund und Kantone die Pflege als wichtigen Bestandteil der Gesundheitsfürsorge fördern. Sie sollen für hohe Pflegequalität sorgen und sicherstellen, dass genügend Fachpersonal zur Verfügung steht. Bundesrat und Parlament haben die Initiative abgelehnt, haben wieder einen indirekten Gegenvorschlag gemacht. Und jetzt zeige ich euch hier die Gegenüberstellung von der Initiative und dem indirekten Gegenvorschlag. Wie will die Initiative das Problem angehen? Erstens, es sollen mehr Leute ausgebildet werden. Das macht auch der indirekte Gegenvorschlag mit diesen 1 Milliarde Franken. Dann weiter soll aber die Initiative auch noch die Arbeitsbedingungen regeln. Zum Beispiel, dass in einer Schicht eine gewisse Mindestanzahl Leute ist, dass nicht eine Person 10 Leute muss gleichzeitig pflegen zum Beispiel. In der Abgeltung versteht man den Lohn. Immer mehr Pflegeeinrichtungen und Spitäler werden privatisiert. Und wenn man einen Lohn festsetzt, der höher ist als im Moment, könnte es sein, dass diese Einrichtungen nicht mehr profitabel sind. Aber jetzt ist die Frage, ob so Gesundheitseinrichtungen finanziell überhaupt profitabel sein müssen. In Brasilien zum Beispiel ist ein grosser Teil der Polizei korrupt, weil sie so einen kleinen Lohn bekommen. Die Polizei der Schweiz bekommt an gewissen Stellen auch einen höheren Lohn, als sich privat finanziell rendieren, weil die Polizei als Sicherheitsorganisation ein sehr wichtiger Bestandteil ist von unserem System in der Schweiz. Und jetzt fragt sich, ob es echt in der Pflege ähnlich ist. Der nächste Punkt ist die berufliche Weiterentwicklung, dass man sich weiterentwickeln in dem Beruf und nicht an einem Ort bleibt. Und der letzte Punkt, die direkte Abrechnung zulasten der Krankenkassen, ist die Idee, dass die Pflegenden selber bei den Sozialversicherungen abrechnen können. Jetzt ist es so, dass sie nur die Leistungen abrechnen können, die vom Arzt oder von der Ärztin verordnet worden sind. Da entsteht die Angst, dass die Kosten dann exponentiell steigen, weil dann zu viele Sachen angegeben werden. Dass es zu wenig Pflegepersonal in der Schweiz gibt und dass es in Zukunft noch mehr wird brauchen, das ist nicht umstritten. Aber wie man das Problem angeht, da kann man darüber diskutieren. Falls du noch Anmerkungen hast oder irgendeinen anderen Kommentar, schreib es doch unter das Video rein, dann sehen wir es alle, können wir darüber reden. Oder auch, falls du irgendeine Frage hast. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, du kannst für dich richtig abstimmen. Die Quellen sind unter dem Video angegeben. Ich wünsche dir einen schönen Tag im besten Land der Welt.